Es ist Sonntag, der 5. April. Heute lese ich mal nicht das Losungswort, sondern der Wochenspruch. Der erstreckt sich ja jetzt über die Karwoche. Das ist immer am Sonntag so. Es gibt ja noch einen Wochenspruch, wo man die ganze Woche ein bisschen bewegen kann. Das tun wir jetzt mal. Da steht, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Johannes 3, 14 und 15. Und ihr wisst ja, dass der Vers insgesamt noch etwas anders ist, noch etwas länger. Es heisst ja, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden und so weiter. Die Schlange hat eine ganz besondere Bedeutung durch die ganze Bibel. Erstens ist sie ja das erste Tier, das erwähnt wird, überhaupt in der Bibel. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Zweitens ist sie das erste Tier, das erwähnt wird im Neuen Testament, wo der Johannes am Jordan sagt, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Und drittens ist es das letzte Tier, das in der Bibel erwähnt wird. Das zweitletzte Kapitel in der Offenbarung, was heisst, die alte Schlange, der Drache, wird in Feuersee geworfen. Und die Schlange ist auch das erste Tier, das ich wirklich lernen kennen, weil mein Vater als Lehrer, und wir sind ja im Schulhaus aufgewachsen, hat im Schulzimmer eine Schlange gehabt, eine Boa. Und manchmal am Abend haben wir mit ihm ins Schulzimmer runter dürfen, mein Bruder und ich, er ist ein Jahr älter als ich. Und dann hat der Vater uns die Schlange so um die Schultern und um den Hals gelegt. Und die ist dann so um uns herumgekrochen, uns hat das gekotzelt, Angst haben wir dabei nicht. Schliesslich ist sie dann so gross geworden, dass wir sie in den Berner Tierpark müssen bringen, ins Tauhölzli, weil dann klebt sie noch, Boa werden ja sehr, sehr alt. Zu diesem verwirrenden Bild, wo sich ja der Nikodemus sicher an den Kopf geregt hat, wie kommt jetzt das zustande, warum redet Jesus von einer alten Geschichte, die niemand hat verstanden? Eine rätselhafte Geschichte, und auch in der Zeit von Jesus hat man sie noch nicht auslegen. Es hat immer ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, den Gelehrten und auch den anderen. Es gibt keine schlüssige Erklärung, weil der Schlangenbiss bedeutet ja den Tod, und das war ja genau die Situation. Die Leute sind gebissen worden von der Schlange, das war eine Plage, und jetzt hat die eherne Schlange sie sollen retten. Plötzlich wird die Schlange ein Symbol vom Leben, wo doch rechts und links ist gestorben worden jetzt im Volk Israel. Und dann heisst es noch, wer darauf schaut. Das ist dann noch speziell. Nur wenn man auf die Schlange schaut, wird man dadurch gerettet. Der Nikodemus hat mit Flüchen nicht viel am Hut gehabt. Er hat ja als Aufgabe als Gelehrter müssen dafür schauen, dass Gottes Wort nie in den Dreck gezogen wird. Zum Beispiel sein Name darf nicht ausgesprochen werden, das würde ihn schon beschmutzen, der ist so hochheilig. Er hat sogar seinen eigenen Namen geschützt, der Nikodemus. Er ist nämlich zur Nacht zu Jesus gekommen, dass ihn niemand anschwätzen kann. Und jetzt redet Jesus plötzlich von der Schlange, die der Mose erhört, und sagt, das ist ein Bild von mir. Genauso als Fluch muss sie erhöht werden. 5. Mose 21, 22, das hat der Nikodemus gut kennt, das Wort, heisst es, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus, der Menschensohn, der Rabbi, wo sich der Nikodemus dafür interessiert, brennend interessiert, er wird als Fluch enden. Wie kann das aufgehen? Jesus schaut anders auf das Alte Testament als der Nikodemus. Der schaut immer so ein bisschen, was kommt noch und wie entwickelt sich das noch weiter. Jesus denkt von der Stunde Null an rückwärts. Er weiß, warum er auf dieser Welt ist. Der Grund ist das Kreuz. Dort wird alles entschieden, dort wird alles anders, dort wird die Welt erlöst. Er schaut von der Stunde Null an zurück und sieht, und weiss ja das auch, schon der Mose hat mal eine Predigt gemacht, indem er eine Schlange hat ans Holz gehängt, als Heilmittel für die Menschen. Und sofort, mit einem Schlag, ist das Rätsel gelöst. Jesus identifiziert sich mit den Verfluchten. Das bringt noch das Kreuz. Nicht nur identifiziert er sich, er infiziert sich mit dem Fluch.
Alle Flüche werden auf ihn geworfen. Er wird sogar öffentlich verlästert, er wird verflucht. Und während die Menschen das so anschauen, das Bild in sich aufnehmen, fangen sie an, sich auch mit Jesus zu identifizieren. Jetzt, wo der Fluch nicht nur auf ihnen ist, sondern eben auf ihm, können sie ihn plötzlich anschauen. Und jeder weiss es, und auch der Nikodemus. Man steht unter manchem Fluch. Und so, in der Betrachtung von diesem Bild, wo man sich selber sieht, dort am Kreuz, und sieht, wie man dann untergeht, wie der Fluch untergeht, wie das Böse nachher verschwindet im Tod von Jesus, entsteht Glaube. So wird Schlangengift zu einem Heilmittel. Ganz ein komischer Vorgang. Es ist nicht homöopathisch gemeint. Nicht so, wie man Impfungen macht. Man sagt, ja, ein kleines Gift, oder? Und nachher kann sich der Körper dagegen wehren. Ein kleines Sünde, oder? Und nachher kann sich der Körper dagegen wehren. Erfolgreich kann er sich dagegen zur Wehr setzen. Es ist nicht eine homöopathische Dosis, wo Jesus dran stirbt. Und auch wir haben nicht eine homöopathische Dosis von Schlangengift in uns. Wir sind voll von diesem Zeug. Es wird uns ja das Leben kosten. Aber jetzt nimmt es einen anderen in sich auf und stirbt dran. Das Gift, das ein anderer an meiner Stelle aufnimmt, trinkt, schluckt und so weiter, das rettet mein Leben. Der Nikodemus gehört in diesem Zusammenhang auf einmal das Wort Glauben. So entsteht Glauben, entsteht Vertrauen, das ist gemeint. Was eben der Grund ist für das ganz seltsame Bild, für das komische Rätsel, das sich aber mit einem Schlag löst, das wird Jesus und Nikodemus im nächsten Vers sagen. Johannes 3,16. Für die, die es nicht auswendig wissen, könnt ihr nachschauen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.